Das ist der Supermarkt. In Deutschland in der Regel ein besonders hässlicher Gebäudetyp und eigentlich ein viel zu großes Bauwerk im dörflichen Umfeld. Aber für unter 1200 Quadratmeter hätte man keinen Betreiber gefunden. Nähert man sich Weyarn von der Autobahn, fällt der Markt allerdings kaum auf. Die Architekten haben ihn nebst Parkplatz in eine Senke gelegt, die Fassade mit Holz und Glas gestaltet. Allerdings... Supermärkte haben immer eine scheußliche Rückseite. Also Supermärkte haben immer auf der Rückseite Lagerflächen, da ist kein Fenster, da ist keine Tür, da gibt es meistens auch kein Geld, hochwertige Fassaden einzubauen. Und das sind immer so Fremdkörper in den Freiräumen. Und damit konnten wir uns überhaupt nicht arrangieren. Und wir hatten auch zunächst keine richtige Lösung, das zu machen. Und haben dann in so einer Art Verzweiflungstat gesagt, komm, wir ziehen einfach den Anger drüber. Also wir ziehen einfach den Grünraum, man sieht es hier, über den Supermarkt drüber. Und dadurch lösen wir diese scheußliche Rückseite des Supermarktes auf. Und sie wird quasi Freiraum. Plötzlich entsteht keine Rückseite mehr, sondern plötzlich entsteht ein südorientierter Hang. Wir stehen jetzt hier gerade, den gäbe es normalerweise nicht. Das ist interessant, dass es diesen Ort, wo wir hier gerade stehen, eigentlich nicht gäbe. Und hier kann man, jetzt ist er ja gerade fertig geworden, hier kann man wunderbar sich mit Blick in den Süden zur Sonne aufhalten. Das passiert auch. Im Winter fahren hier die Kinder Schlitten. Und dadurch hat man gewissermaßen aus diesem Übel einen Mehrwert geschaffen. Nicht nur wegen seiner Rückseite können sich auf den Supermarkt anscheinend alle Weyarner einigen. Selbst die Gegner der Angerbebauung sind glücklich, dass sie nun zum Einkaufen nicht mehr 9 Kilometer nach Miesbach fahren müssen. Idealerweise könnte hier nun auch alles vermarktet werden, was die heimische Landwirtschaft anbietet. In Weyarn sei da aber wenig zu holen, sagt der Inhaber. Die einzigen regionalen Produkte aus der Gemeinde werden hier jeden Morgen im Café angeliefert. Verfolgt man den Weg der Köstlichkeiten zurück zu ihrem Hersteller, stößt man nicht nur auf einen Betrieb, dem der Anger neue Kundschaft gebracht hat, sondern auch auf ein gelungenes Beispiel für Weyarns Gewerbekonzept. Draußen im Weilerbach beginnt auf diesem Hof früh um 4:30 die Kuchenproduktion. Ein Ortsunkundiger würde hier wohl kaum eine Konditorei vermuten. Der Chef, Klaus Weinmeier, arbeitet bereits an den Sahnetorten, während seine Frau Johanna Rosen für die Dekoration zaubert. Der dritte Chef, Andreas Langer, steht am Backofen und ist heute als erstes für den Zwetschgen-Daci zuständig. Seit einer guten Woche ist jetzt Daci-Zeit losgegangen, Zwetschgen, frische Zwetschgen praktisch. Das ist jetzt das Wesentliche, was jetzt wieder gemacht wird. Ne? Das ist saisonbedingt. Die Konditorei nennt sich der Tortenschmied. Denn aus Bach stammte der Schmied Riesenberger, ein Anführer aufständischer Bauern, die im Spanischen Erbfolgekrieg am Heiligen Abend 1705 nach München zogen, um ihrem Landesherrn gegen die Habsburger Truppen beizustehen. Jetzt schreiben also Konditoren ein neues Kapitel der Ortsgeschichte. Seit wann gibt es euch jetzt eigentlich? Ja, seit 2009. Weihnachten 2009 ist das passiert. Und davor war das hier der Kuhstall vom Vater? Genau. Die Landwirtschaft war zwar nicht mehr aktiv, aber früher halt von den Großeltern und dann von meinem Vater. Ja. Und da ich kein Bauer bin, haben wir Konditorei gemacht. Und ja, so ist das entstanden, die Idee. Mit meiner Schwiegermutter zusammen. Die war ausschlaggebend. Zum Leidwesen meiner Frau. Warum zum Leidwesen? Ja, die war anfangs nicht so begeistert. Aber jetzt ist Feuer und Flamme, oder? Meine Bedenken. Ich finde es immer relativ schwierig, zum einen, wenn man sagt, als Paar, man arbeitet zusammen, man ist den ganzen Tag 24 Stunden täglich eigentlich beieinander. Das sorgt schon ein bisschen für Zündstoff. Und dann haben wir 2 Kinder und waren damals noch relativ klar. Und
Selbstständigkeit jetzt mit Kindern unter einen Hut zu bringen, vor allem wenn beide im Geschäft arbeiten, finde ich schon relativ schwierig. Und da habe ich, anfangs schon ein bisschen Bedenken gehabt, dass wir das alles dann auch so hinkriegen. Aber ja, es hat sich ganz gut eingespielt. Ich glaube, wir haben kein schlechtes Team. Die Gemeinde unterstützte die Konditorei von Anfang an, obwohl im Außenbereich gelegen. Handwerk in vorhandener Bausubstanz statt in einem Neubau. Arbeitsplätze auf dem Dorf für Menschen aus Weyern und Umgebung. Inzwischen ist die Tortenschmiede ein Ausbildungsbetrieb mit 15 Mitarbeitern. An die 100 Kuchen und Torten werden täglich für Cafés von Weyern bis München produziert. Die Konditoren liefern aber auch an ganz ungewöhnliche Plätze und bedienen so ziemlich jeden Gestaltungswunsch. Die Hochzeitstorten, die wo total verrückt waren zum Bauen. Also, wenn man vorher nicht gewusst haben, ob das so funktioniert. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, 5-stöckige Torten auf die Insel mit Schiffen überfahren im Schliersee. Ja, die Transportwege sind oft ein bisschen ein Risiko. Im Sommer, wenn es so heiß ist, das alles zu kühlen und dann wieder aufzubauen. Und halt Brautpaare, Schweinebrautpaar, Froschbrautpaar, also es gibt nichts, was da nicht gegeben hat, sage ich jetzt einmal. Bei den Kindern, wie viel Saurier müsst ihr kneten können? Saurier, ja, Saurier, Spider-Man und die ganzen Avengers sind wir ziemlich fit jetzt mittlerweile. Nach Sonnenaufgang füllen sich die Tische an der Hauswand mit Kuchenblechen. Drinnen fehlt der Platz zum Abkühlen. Erstaunlicherweise wird der Daci nicht sofort Opfer der Spatzen. Die wissen schon, das Blech mit den Krümeln ist für sie gedacht. Gut. Wenn da einfach hinterstehen, dann bin ich wieder weg. Kurz vor 8 geht dann das Gebäck auf die Reise. Alle, die jetzt nicht hinter das Steuer eines Lieferwagens müssen, versammeln sich am Frühstückstisch. Bei schönem Wetter immer draußen.